Und machen wir es am besten so. Genau. Wow. Schön mit unter der Autobahn. Ja. Naja, okay. So, an unserem letzten Tag im Oman sind wir nur an einem der bekanntesten Orte, und zwar im Wadi Shab. Erster Schritt, Parkplatz finden, in der Früh sehr leicht, ab Mittag ist angeblich sehr, sehr voll. Zweiter Schritt, das Boot finden. Wir fahren nämlich zuerst mit einem Boot, das kostet hin und zurück 1 Rial pro Person, also eine Leistfahrt. Egal, wir sind schon da. Wenn wir das geschafft haben, gibt es Schritt Nummer 3. Ja, clever. So, nach einer kleinen Bootsfahrt folgt Schritt Nummer 3, und zwar die Wanderung in das Wadi Shab rein. Ungefähr eine Dreiviertelstunde, bis man zum ersten Pool kommt, und dann wird spannend. So, zwischendrin geht es immer noch, man hört im Hintergrund an Plantagen vorbei. Die Leute, die bauen da auch noch was an und pumpen mit Dieselaggregat Wasser in die Beete. Macht jetzt natürlich nicht ganz so perfektes Erlebnis, aber es ist klar, das gehört da auch dazu. Okay, dann kann man weitergehen. Also man geht jetzt entlang von der Wand. Wir müssen dabei noch nicht ins Wasser. Bin gespannt. Es sind immer wieder mal Pfeile am Weg, die darf man sich nicht immer verlassen, weil es irgendwie ein bisschen widersprüchlich sind. Aber der Weg ist insgesamt relativ einfach zu finden. Ja, wir schauen einmal weiter. Also man sieht, bei uns ist gerade relativ wenig Wasser. Das heißt, der Weg ist schwieriger zu finden, weil man teilweise sich eher an die Mitte von dem Wadi hält. Wenn mehr Wasser ist, ist man eher gezwungen, dass man am Rand geht. Aber am Rand ist auch oft was betoniert. Das heißt, man sieht dann doch sehr schnell, wo man eigentlich gehen muss. So, wir haben, glaube ich, das erste Pool erreicht. Jetzt müssen wir ins Wasser. Wir sind uns nicht ganz sicher, aber wir glauben, dass das der erste Pool ist, wo wir ins Wasser gehen müssen, da der Weg dann im Wasser weitergeht. Es gibt sogar ein kleines Umziehhäusl. Ich bin der einzige Trottel, der sich an die Kleidervorschriften hält und habe jetzt nichts zum Umziehen mit. Alle, die wir gesehen haben, bis jetzt haben ein Bikini an. Es sind erst 2, aber wir werden mal schauen, wie das Thema weitergeht. Es ist nicht so warm. Ich fühle mich dumm, weil ich so viel anhabe. Es fühlt sich vorher schon an. Wird. Ja. Wir sind bereit zum Schwimmen. Wir sehen uns drüben. So schön machst du das. Hey Laura, schwimmst du im Wadi oder was? Ja, so geil. Und zwischendrin kann man es immer wieder mal herstellen. Also das Ganze macht ziemlich Spaß. Das Wasser ist voll warm. Und wenn man einen gescheiten Dryback mit hat, dann hat man auch nicht das Problem, dass man immer wieder ein- und auspacken muss. Ja, wir gehen jetzt nur weiter. Da hinten soll nur eine Höhle und ein Wasserfall sein. Also das Wasser ist wärmer als draußen. Ich möchte eigentlich gar nicht aussehen. Aber machen wir eine Compilation aus dem, was nie hinlegst. Wie man am Skappel drin. Oh, der passt auf. So, wir sind am Ende. Wir sind am Ende vom Wadi und wir können jetzt schon sagen, es ist eine von den coolsten Sachen, was man im Oman machen kann und potenziell auch eines von den coolsten Sachen, was wir bis jetzt gemacht haben. Wir haben schon viel gemacht. Also es macht so viel Spaß. Das ist ein Wahnsinn. Da hinten gibt es eine Engstelle, wo man nicht durchtauchen muss, Gott sei Dank, wo man mit dem Kopf durch kann. Das werde ich jetzt idealerweise zeigen. Und dahinter ist eine Höhle mit Wasserfall. Wenn das nicht geil ist, weiß ich es nicht. Ich hoffe, ich lasse das Handy nicht fallen dabei.
Also, da ist die Engstelle. Und immer mal am besten so. Genau. Wow. Also es ist machbar. Und dann kommt man da in so eine Höhle. Wow. Richtig geile Erfahrung. Also das Wadi Shab ist zu Recht eine von den Touristenattraktionen im Oman. Und ihr habt es eh gesehen, mega geil, oder? Es hat so viel Spaß gemacht. Wir können auf jeden Fall empfehlen, früh morgens herzukommen. Ab 7 Uhr fahren die Boote. Jetzt ist es, glaube ich, 10 und es wird langsam voller. Das Wasser ist übrigens sehr warm, das macht es nur viel besser. In der Früh wärmer als wir draußen, das heißt, man will eigentlich gar nicht mehr raus. Und ich würde sagen, für Kinder kann man genauso, es sind sehr viele Kinder da und es ist eigentlich kein Gefahrenfaktor, außer rutschige Steine. Es ist auch ein bisschen wie so ein Wasserpark irgendwie, wo man so ganz viel entdecken kann, aber es ist einfach natürlich und das zu wissen macht es nur geiler. Also 10 von 10. 10 von 10.